Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen von David. David wurde König von Israel und er hatte was vor. Er wollte die Bundeslade jetzt auch nach Jerusalem bringen. Und zwar hat der vorherige König Saul hat die Gegenwart Gottes, die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes verkörpert, der hat die vernachlässigt. Die war nicht mehr im Zentrum seines Lebens, es war auch nicht mehr im Zentrum vom Königspalast, nicht mehr im Zentrum vom Leben des Volkes Israel. Und seine Mission war, Davids, rumbringen, hey! Bring sie hey! Zurück in mein Zuhause, zurück dort, wo ich regiere, zurück ins Zentrum unseres Volkes. Es heißt dann in 1. Chronik 3, auf einem neuen, noch ungebrauchten Wagen, der von Usa und Achio geführt wurde, holten sie die Lade Gottes von dort weg. Unterwegs tanzten David und das Volk mit ganzer Hingabe zu Ehren des Herrn. Sie sangen dazu unter Begleitung von lauten Harfen, Handpauken, Becken und Trompeten. Und was dann passiert ist, das hat David total aus dem Konzept gebracht, weil der Ochse fing an zu straucheln und die Bundeslade, die auf diesem neuen Wagen war, drohte runterzufallen. Und der liebe Typ Usa, der hat einfach gedacht, ja, jetzt schauen wir, dass sie nicht runterfällt, wollte helfen und berührte die Bundeslade und was passiert ist, Gott hat ihn niedergestreckt und er ist im selben Augenblick gestorben. Weil die Bundeslade nicht von Menschen getragen wurde, ist dieser Zwischenfall passiert. Und manchmal legen wir unglaublich viel Wert auf neue Methoden, auf neue Techniken, auf neue Hilfsmittel. Und David musste auf eine ganz harte Tour lernen, dass eigentlich die Gegenwart Gottes von Menschen gebracht wird. Es ist nicht das neue Lied, das jetzt einen Unterschied macht. Es ist nicht das neue Fußpedal. Es ist nicht die neue Art, wie man jetzt Gott feiert im Gottesdienst. Es ist jetzt nicht der neue Style von Worship, der aus Bethel kommt oder von wo auch immer. Wir Menschen tragen die Gegenwart Gottes. Das heißt dann in 1. Chronik 15, Vers 13 bis 15, das vorige Mal seid ihr nicht dabei gewesen, das war dann eine neue Crowd. Und der Herr, unser Gott, hat uns einen schweren Schlag versetzt, weil wir ihn nicht vorher befragt haben, wie es sich gehört hatte. Da reinigten sich die Priester und Leviten für diesen Dienst. Dann hoben die Leviten die Bundeslade mit den Tragstangen auf ihren Schultern, wie es Mose nach der Weisung des Herrn angeordnet hatte. Ich habe einfach 10 Dinge aufgeschrieben, die wir als Träger der Gegenwart Gottes wissen müssen. Und ich gehe voll im Schnellzugstempo durch. Es ist so etwas Zentrales, die Gegenwart Gottes. Das Erste, was ich euch mitteilen möchte, die Gegenwart Gottes ist unser Element. Heißt im Psalm 16,11, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Der Vogel ist im Element, wenn er fliegen kann, in der Luft ist. Der Fisch ist im Element, wenn er im Wasser sich bewegen kann. Und wisst ihr, wofür der Mensch geschaffen wurde? Wenn man die Schöpfungsgeschichte liest, der Mensch wurde geschaffen im Paradies, um in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist unser Element. Und wenn wir nicht dort sind, blühen wir nicht auf. Du machst einen riesen Gefallen all den Menschen, denen du die Gegenwart Gottes bringst. Und ich rede hier nicht nur von Kirche, sondern als Träger der Gegenwart Gottes bringen wir die Gegenwart Gottes in unsere Familien, an den Arbeitsplatz. Es ist unser Element. Der Mensch blüht dann richtig auf. Jeder Mensch zweifelt, wer er ist, aber in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart unseres Schöpfers und des Vaters blühen wir auf. Da bestätigt er uns, da hat er ein Ja für uns. Das Zweite, die Gegenwart Gottes ist heilig. Das heißt hier im Jahr
Als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und er war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 Flügeln ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Wisst ihr, es gibt in der ganzen Bibel keine andere Stelle, wo ein Wort 3-mal hintereinander aufgeführt wird. Und in der hebräischen Schreibform ist es nichts anderes als zu sagen, das ist absolut wichtig. Es ist wie, als würde man einen Leuchtstift nehmen und noch unterstreichen und irgendwo groß machen. Einfach heilig, heilig, heilig heißt einfach, da müsst ihr jetzt hingucken. Das ist wichtig. Und es gibt nichts anderes, das das Wesen Gottes mehr beschreibt, als dass er heilig ist. Und wir Menschen verstehen das eigentlich kaum. Heilig heißt eigentlich nichts anderes als ein Schnitt. Separiert, abgeschnitten. Gott ist abgeschnitten von Sünde, von aller Menschlichkeit, von aller Verdorbenheit. Er ist anders. Er ist einzigartig. Und hier ist die Rede davon, dass sogar die Engel ihre Gesichter schützen mussten und immer gemerkt haben, wow, in der Gegenwart Gottes kann ich gar nicht bestehen. Das macht ja Worship ziemlich schwierig, wenn wir einem heiligen Gott begegnen wollen. Und wir sind eben alles andere als heilig. Also die Gegenwart Gottes ist nicht nur heilig, sondern sie heiligt uns. Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit seiner Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Die Heiligkeit Gottes ist nicht da, um dich bloßzustellen und dir zu zeigen, was du eigentlich für ein Versager, was du für eine Sünde bist. Die Gegenwart Gottes ist da, um zu zeigen, was du sein könntest. Er will dich heiligen. Er will, dass du ihm ähnlicher wirst und dass du etwas von ihm verkörperst. Es ist doch so, wenn man irgendwie sauberes Wasser hat und schmutziges Wasser. Wenn man das Schmutzige ins Saubere leert, ist immer so, dass das Verdorbene, das Schmutzige, das Saubere, das Gute, das Reine auch verdirbt. Wenn du eine Frucht hast, die faul ist in deinem Früchtekorb, es kann 5 gute Äpfel haben, einer, der faul ist. Es ist nicht, dass die 5 Guten den Faulen gesund machen, sondern es ist so, dass der Faule alle Gesunden verdirbt. Wenn jemand krank ist neben dir, die Chance ist nicht, dass du ihn heilst, nur weil du neben ihm sitzt, sondern dass er dich krank macht. Und das Unglaubliche an der Gegenwart Gottes ist eben gerade das Umgekehrte. Dass seine Heiligkeit das Verdorbene reinigt. Es ist eine Beobachtung, die ich oft mache im Gottesdienst oder egal, wo ich Worship leite, dass viele Menschen Mühe haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es gab bei mir eine Zeit, ich hatte auch Angst vor Gott. Und ich versuchte, auf Distanz zu bleiben. Weil ich einfach merkte, ich passe nicht zu ihm rein und ich hatte Angst, er könnte mich irgendwie bloßstellen und bestrafen. Aber dass seine Gegenwart das pure Gegenteil ist, dass eigentlich genau jeder von uns, der Dreck am Stecken hat, wir gehören in die Gegenwart Gottes. Das ist genau der Ort, wo Gott kein Problem hat mit uns Sünden, sondern wo er uns heiligt, wo wir ihm ähnlicher werden. Deshalb dürfen wir mutig vor den Thron Gottes kommen. Der 4. Punkt. Die Gegenwart Gottes färbt ab. Das heißt hier im 2. Mose 34, immer wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging
um mit dem Herrn zu reden, nahm er das Tuch ab, bis er das Zelt wieder verließ. Draußen teilte er den Israeliten mit, was ihm der Herr aufgetragen hatte, und sie sahen den Glanz auf seinem Gesicht. Dann verhüllte er sich wieder mit dem Tuch, bis er das nächste Mal das Lager verließ, um mit dem Herrn zu reden. Die Gegenwart Gottes, die färbt wirklich ab. Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann es sehen, wenn Leute auf der Bühne sind, ob sie vorher mit Gott waren oder nicht, wie intensiv sie waren oder nicht. Und es ist im Fall, jeder von uns kennt das und ich habe das schon 100-mal gemacht. Man kann sich manchmal so leicht hinter dem Worship-Leiter oder irgendeine Kanone, so eine Heiliggeist-Kanone im Team verstecken, weil du weißt, okay, die haben den Herrn gesucht und die wissen, was durchgeht und ich hatte keine Zeit oder irgendwie hatte keine Lust und jetzt verstecke ich mich einfach schön hinter meiner Gitarre und spiele ein bisschen. Wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Zu deiner Vorbereitung gehört es dazu, dass du in der Gegenwart Gottes bist. Ich habe mir mal vorgenommen, das war immer Anfang 20, dass ich mir gesagt habe, für jede Minute, wo ich auf der Bühne bin, bin ich 1 Minute auch alleine mit Gott in meinem Zimmer. Jetzt ist es easy, wenn du einmal im Monat Worship leitest. Aber wenn du dann auf einer Tour bist und 4-mal pro Woche Worship leitest, dann ist es eine riesen Herausforderung. Und es ist so schnell kannst du in einen Trott hineinkommen und du spielst aus deiner Fähigkeit heraus. Ich weiß, wie man Worship leitet. Dazu muss ich nicht einmal gesalbt sein. Ich habe schon gemerkt, wie man das macht. Aber man sieht es, man merkt es. Nummer 5. Die Gegenwart Gottes ist unsere Berufung. Das heißt hier im Psalm 27, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, Herr. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leiten so, oder wir gehen in die Gegenwart Gottes, als wäre es unsere Idee und unsere Sehnsucht. Wisst ihr was? Es ist Gottes Sehnsucht, dich zu treffen. Deshalb machte er seine Gegenwart überhaupt für uns zugänglich durch Jesus Christus. Es ist seine absolute Sehnsucht, Zeit mit dir zu verbringen. Es heißt in Matthäus 18, 19, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und wisst ihr, wir müssen uns bewusst sein, dass wir in seinem Namen zusammenkommen. Ich war vor 2 Jahren auf dem Weg nach Neuseeland und da hatten wir einen Stopover in Hongkong und ich habe eine ganz gute Kollegin in Hongkong und sie hat uns einen Tourguide organisiert und währenddem er uns die Stadt gezeigt hat, hat er einen Anruf bekommen. Seine Chefin hat gesagt, hey, komm unbedingt in ein Meeting, es ist wichtig, ich habe da eine Idee und ich brauche dich unbedingt dabei. Und er hat gesagt, oh, geht nicht, ich habe eigentlich noch 3 Schweizer mit mir, denen ich gerade die Stadt zeige. Und sie hat gesagt, bring sie mit. Und dann sind wir mit dem Taxi zum Ritz-Carlton Hotel in Hongkong gefahren. Jetzt, wir waren ziemlich schräg angezogen. Also wir hatten schon 12 Stunden Flug hinter uns, ohne Dusche natürlich. Wir waren schon 6 Stunden in der Stadt unterwegs. Wir hatten kurze Hosen, T-Shirt, Rucksack. Überhaupt nicht ausgesehen wie ein Business-Meeting. Wir kamen ins Ritz-Carlton, 103. Stock. Und es ist wirklich ein ziemlich flashes Hotel. Also 5 Sterne, ganz krasse Abteilung. Und wir waren dort und die Leute haben uns ganz dumm angeschaut. Und eigentlich hat jeder versucht, uns zu ignorieren. Und dann hat der Typ gesagt, wer uns hierhin berufen hat. Also das ganze Team plötzlich kam in Aufruhr. Oh, die sind wichtig.
Und die haben alles in Gang gebracht. Die haben uns die Rucksäcke abgenommen, sie haben uns die Toiletten gezeigt, sie haben uns das ganze Hotel gezeigt, sie haben uns in einen privaten Raum geführt mit Aussicht über die ganze Stadt. Plötzlich waren da ganz edle Sachen wie Kaviarbrötchen, was ich in meinem Leben vorher noch nie hatte. Nicht, dass ich es gerne hätte, aber einfach, wir haben nicht so ausgesehen, als würden wir hierhin gehören, aber im Namen dieser Frau, diese Geschäftsfrau, waren wir plötzlich mit drin und wir waren Teil eines Business-Meetings und sie haben uns noch gefragt, was denkt ihr und all das. Aber es ist schon krass, was sich bewegt, wenn wir im Namen Gottes zusammenkommen. Wir tun es in seinem Namen, nicht für ihn. Das heißt nicht, wo 2 oder 3 zusammenkommen, die für ihn etwas Tolles machen. Nee, Gott hat einfach gesagt, du bist berufen dazu, du kannst es nicht verdienen. Es hat nichts damit zu tun, wie gut du spielst, wie gut du singst. Nicht einmal, wie gut deine Motivation ist. Wenn ich zurückblicke in meine Teenagerzeit, als ich mit Worship angefangen habe, meine Motivation und meine Motive waren nicht immer ganz so rein. Es hatte auch ein paar Mädchen, denen ich gefallen wollte im Jugendgottesdienst. Aber Gott wollte mich. Er hat mich berufen, in seine Gegenwart zu kommen. Ich kann es mir nicht verdienen. Er hat die Sehnsucht. Und deshalb gehöre ich dorthin. Nummer 6. Die Gegenwart Gottes ist überall. Bekannte Schriftstelle aus Psalm 37. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte ich mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Wisst ihr, der Begriff, wir gehen jetzt in die Gegenwart Gottes, oder das geht eigentlich gar nicht, weil seine Gegenwart umgibt alles. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Also es ist jetzt nicht irgendein spezieller Ort, wo es genau passiert, sondern Gottes Allgegenwärtigkeit, das ist eine seiner Wesenszüge. Man kann ihn überall finden. Und manchmal sehne ich mich so, die Momente, wo ich denke, okay, ich möchte wieder mehr Zeit haben für Gott. Wisst ihr was? Mehr Zeit haben ist schwierig in unserer Gesellschaft. Aber ein Bewusstsein zu entwickeln, dass er immer da ist, egal wo du bist. Danach sehnt sich der Herr. Ich habe mittlerweile 4 Kinder, ein 5. unterwegs und die Zeit nimmt ab, auch meine stille Zeit, die wird nicht länger, die wird eher kürzer, weil meine Zeit wird beschränkter. Und die Kinder kommen auch immer früher am Morgen auf. Also es ist irgendwie so, du denkst, jetzt haben wir eine stille Zeit und plötzlich sind sie eine halbe Stunde früher da. Aber wow, ich kann auch in der Gegenwart meiner Kinder, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich ihnen spiele, Gottes Gegenwart anerkennen. Gott sehnt sich danach, dass wir uns bewusst sind, überall wo er uns hinstellt, dass er da ist. Dass wir mit ihm in Beziehung sein können, im Dialog sein können. Gottes Gegenwart ist mit dir an deiner Arbeit, in deiner Ausbildung, egal wo du bist. Nummer 7. Die Gegenwart Gottes ist reine Herzenssache. Das heißt im Psalm 51, mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Anbetung, die Gegenwart Gottes, hat nichts damit zu tun, was du tust, sondern es ist eine reine Herzenssache. Und deshalb kannst du so kommen, wie du bist. Ich träume davon, Teil einer Kirche zu sein, wo das jeder begreift. In einer Kirche Worship zu leiten, wo jeder merkt, wow,
Ich muss hier nichts vorspielen, ich muss hier nichts beweisen. Ich kann einfach kommen. Im März 2002 fand auf dem Rütli ein großes Gebetsmeeting statt. Und wir wurden als Band eingeladen, dort Worship zu leiten. Und das war verrückt. Die haben 3.500 Leute erwartet und es war nicht so ein normaler Gig, weil aufs Rütli kannst du nicht mit dem Auto hinfahren und auspacken. Und unser Material, das wurde vorher abgeholt und das wurde teilweise mit Helikopter und mit dem Schiff hingebracht. Und wir als Band gingen am Abend vorher nach Seelisberg, haben dort übernachtet. Am Morgen früh, wo es noch Nebel hatte, wanderten wir da runter und wir wussten, das wird ein ganz spezieller Tag, Mann. Das war so ein Kribbeln, I feel it in my fingers. Und dann kam der Techniker hat gesagt, so jetzt bist du dran mit Soundcheck. Und dann habe ich mich umgesehen, wo denn meine Gitarre ist. Und die war einfach nirgendwo auffindbar. Jetzt ist die in Burgdorf geblieben. Die wurde nicht mit eingepackt. Hey, und ich war da. So der größte Gig meines Lebens. Es schien der wichtigste Moment meiner Worship-Leiter-Karriere bisher. Und du hast keine Gitarre und du kannst auch nicht so schnell irgendwo eine holen. Hey, und etwas in mir ist zerbrochen in dem Moment. Ich habe für 45 Minuten geheult. Und es war mehr als nur irgendwo schade, dass es jetzt nicht klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Sondern es war eine Buße auch. Ich habe gedacht, es läuft über die Gitarre, über den coolen Amp. Und damit leite ich. Und nicht damit, dass ich die Gegenwart Gottes kenne und erlebt habe und jetzt ein Träger der Gegenwart Gottes bin. Nummer 8. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. Und zwar bei Mose. Der Herr antwortete ihm: Ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose: Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Was dich als Musiker ausmacht, was dich auszeichnet, es ist wirklich die Gegenwart Gottes. Und ich will nicht sagen, dass Üben und an unseren Fähigkeiten zu feilen und die zu verbessern nicht wichtig ist. Sehr wichtig. Aber was dich wirklich auszeichnet, wo andere auch dich wahrnehmen, es hat etwas damit zu tun, dass du ein Träger der Gegenwart Gottes bist. Dass du die Gegenwart Gottes kennst. Und Mose hat es begriffen. Nummer 9. Die Gegenwart Gottes ist übernatürlich. Das ist die Geschichte von Jakob, wie er nach Bethel kam. Jakob erwachte. Entsetzt blickte er sich um. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. In vielen unserer Gemeinden ist gleich das, was wir tun, einem Lieder singen. Und zwar, wir singen zu Gott. Aber was ich liebe an der Geschichte ist, es war ein Treffpunkt, wo Himmel auf Erden trifft. Und da ist immer ein Austausch zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Die Gegenwart Gottes ist etwas Übernatürliches. Und wir sind mittendrin und wir sollen damit rechnen, dass Dinge passieren, die mit Gott zu tun haben, während wir ihn suchen. Und mein letzter Punkt. Die Gegenwart Gottes ist keine eine Option. Das heißt in Lukas, das ist die Geschichte mit Maria und Martha. Jesus kam in das Haus und hier war Martha total beschäftigt, um den Gästen und Jesus eine gute Mahlzeit zu bieten. Und ihre Schwester hat einfach nicht mitgeholfen. Martha hat sich beklagt bei Jesus und Jesus sagte: Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen Dingen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt
Und das soll ihr nicht genommen werden. Also Maria hatte tatsächlich die Wahl. Aber eigentlich sagt Jesus, nee, eigentlich ist es keine Wahl. Also es ist eigentlich gar keine Option. Und das fordert mich heraus, weil, hey, was noch alles zählt manchmal in der Vorbereitung, was man noch tun müsste und könnte. Und irgendwie vergessen wir, dass wir eigentlich die Gegenwart Gottes suchen sollten. Du bist kein Gitarrist, keine Sängerin, kein Schlagzeuger, kein Keyboarder, Pianistin. In erster Linie bist du eine Trägerin, ein Träger der Gegenwart Gottes. Das ist das, was dich auszeichnet. Das ist das, was deine Hauptaufgabe ist. Es wird auch das sein, was deine Gemeinde am dringendsten braucht. Es ist das, wofür sich die Menschheit ausstreckt und danach sehnt. Weil jeder Mensch ist für die Gegenwart Gottes geschaffen worden. Nicht für christliche Karaoke, ein paar Lieder singen, 3, 4, 5, 6 im Gottesdienst. Es ist nicht das. Und es zeichnet sich in dem aus, dass du die Gegenwart Gottes kennst. Dass du aufhörst, dich zu verstecken hinter dem Worship-Leiter, der sich ja die Mühe und die Zeit genommen hat. Sondern dass wir Leute auf der Bühne haben, Leute in der Gemeinde haben. Man kann Worship leiten vom Platz aus. Du brauchst keine Plattform. Dass wir Christen haben, die in dieser Welt sind und ein Verständnis dafür haben, ich mache nicht am Sonntag christliche Musik, sondern ich bin ein Träger der Gegenwart Gottes.